freue mich, heute Morgen mit euch eine Reise zu machen. Eine Reise quer durchs Ostergeschehen. Wir fangen an am Palmsonntag, gehen über Karfreitag, über den Ostersamstag. Und wenn der Ostersamstag ist, wisst ihr, jetzt ist es dann gleich fertig gepredigt. Und dann wieder Ostersonntag. Und wir werden in 5 Stationen eintauchen, 5 Situationen und uns fragen, in welcher Situation wir persönlich im Moment gerade drin stehen. Und vielleicht findest du dich in einer Situation wieder und vielleicht verändert es etwas in deinem Leben heute Morgen. Die erste Situation ist eine wunderbare, es ist das Palmsonntags-Feeling, nenne ich das, Palmsonntag-Feeling. Sehr viele Menschen sind gekommen und der Jubelruf der Menschen und der Jünger hat geschallt vom Ölberg über bis zum Tempel durch die ganze Stadt durch. Sie haben ihre Kleider auf den Weg angerührt, haben Palmenzweige daheim gehalten, eine gewaltige Begrüßung, so wie man es hinzieht, ein neuer König in der Stadt willkommen geheissen hat. Lang haben die engsten 12 Begleiter von Jesus nach so einem Moment Ausschau gehalten, oder? Vorher haben sie immer ein bisschen unten durch und mal rauf, mal runter. Und jetzt endlich ist das gekommen, was sie sich so vorgestellt haben, sich gehofft haben. Endlich haben sie so ein richtiges High-Erlebnis mit dem Jesus erlebt. Sie haben eine goldene Zukunft mit ihrem Herrn an der Seite geglaubt. Und es muss ein gewaltiger Tag sein. Immer wenn ich in Jerusalem bin und den Ölberg ablaufe, denke ich, wie muss das gewesen sein? Ich wäre mega gern dabei gewesen. Die Zukunft an der Seite von ihrem König war für die Jünger in Reichweite gewesen. Eine gute, fantastische Zukunft. Palmsonntags-Feelings. Ich habe in meinem Leben ein paar Palmsonntag-Feelings erlebt. Ich denke da an die Gründung der Quellenhof-Stiftung. Was für ein Moment, wo wie allen Widerständen plötzlich das möglich war und das geworden ist, was ich in meinen Träumen ein paar Jahre mit mir herumgetragen habe. Oder ich mag mich erinnern an Ostergottesdienste im Zirkuszelt vom Zirkus Monti. Was sind das für Momente gewesen? So richtige Highlights-Momente. Oder ein Moment, wo Gott in mein Leben eingeredet hat und gesagt, einer von deinen Nachfolgern wird schon parat sein und du musst dir keine Sorgen machen um die Nachfolge. Oder wo das Town Village zu Winterthur fertiggestellt worden ist mit den 61 Wohnungen, es war zwar gerade in der Pandemie gewesen, und trotzdem war es ein gewaltiger Moment gewesen. Es sind so Wegmarken, wo so nicht gerade so Palmsonntags-Feeling, aber ein bisschen ähnlich, auch so Höhenflüge, so gewaltige Momente mit dem Jesus war. Und ich denke oft zurück an den Moment, weil wenn ich zurückdenke, gibt mir das Kraft und wieder Pounds für die nächste Etappe wieder zu glauben, dass es wieder so einen Moment geben kann, mit dem Jesus in einem Palmsonntags-Feeling unterwegs sein. Und so frage ich dich, hast du auch ein Palmsonntag-Feeling, wo du dich erinnern kannst? Wo und wann hast du Jesus so nahe erfahren? Vielleicht durch Krankenheilung, vielleicht durch eine Begegnung, vielleicht durch das, dass einer von deinen Freunden zum Glauben gefunden hat. Die Bibel fordert uns auf, immer wieder zurückzuschauen. Und es heisst dort, gedenket des ganzen Weges, den der Herr euch geführt hat. Also zurückschauen und überlegen, wo habe ich Gott erlebt? Wo habe ich mit Jesus irgendwie so ein Eckerlebnis gemacht, so ein Pfeilererlebnis? Weil wenn wir das zurückdenken an unser Feeling, Palmsonntags-Feeling, wenn wir zurückdenken und uns Sachen in den Sinn kommen, so gibt uns das Kraft und Mut für die Zukunft. Vielleicht ist es der Tag, wo du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Ich weiss nicht, was es war, aber vielleicht kannst du dich heute zurückerinnern, das war mein Palmsonntags-Feeling. Und das gibt mir Kraft und Punch, weiterzugehen im Glauben und neu so Palmsonntags-Feelings auch dürfen zu erwarten. Nur nach dem Palmsonntags-Feeling ist der Karfreitagszerbruch gekommen. Nur ein paar Tage später. Die Hochrufe waren verstummt. Stattdessen ist das Kreuzigen durch die Gassen durchgehalten. Was ist passiert? Die Menge hat etwas erwartet von dem Jesus, den er nicht geliefert hat.
Und schon damals wie heute, wenn Menschen nicht das liefern, was man erwartet, ist es schnell ein Kreuzigen oder ähnlich gegenüber dem Halleluja, das man vorher gerufen hat. Ich kenne auch Karfreitagszerbruch. Nicht gerade so gäch wie die Jünger von Jesus, aber ich kenne sie. Ich weiss noch, wo mir der erste Freund, den ich hatte, den ich begleitet habe, etwa 2-3 Jahre durch seine Spiel- und Heroinsucht, habe ich zur Nacht das Telefon bekommen, der Rolli ist gestorben im Quellenhof, er liegt tot in der Badwanne. Das war für mich so ein Karfreitagszerbruch. In einem Karfreitagszerbruch verraucht das Palmsonntagsfeeling manchmal viel schneller, als es überhaupt lieb ist. Ich denke auch an meine Depressionsphase zurück, die mich ab und zu heute noch einholt. Und wenn mich so viel weniger als früher, aber wieder so ein bisschen das Depressionstief einholt, dann ist auch das Palmsonntagsfeeling schnell wieder weg und es kommt so ein Karfreitagsgeruch in mein Leben, so ein Zerbruch. Kennst du Karfreitagszerbruch? Auch. Es sind unerfüllte Erwartungen. Es sind vielleicht Freundschaften oder Beziehungen, die zerbrechen oder zerbrochen sind. Vielleicht auch dein eigenes Leben, das du ein Stück weit gegen die Wand gefahren hast. Was ist passiert? Welche Erwartungen sind nicht eingetroffen? Welche Krankheit, welche Umstände? Bist du vielleicht gerade drin, heute am Morgen, mitten im Karfreitagszerbruch? Oder magst du dich erinnern und schmerzen heute die Situationen immer noch? Ich habe letztens am Rand von einer Veranstaltung hat mich einer so richtig angegangen, so richtig schräg eingepratscht. Und ich habe ihm nachher geschrieben, was ist mit dir los? Und jetzt, 2 Monate später, komme ich ein Mail über und ich merke, wie er zerbrochen ist an dieser Pandemie. Was das bedeutet hat in ihm, wie er sich ausgeschlossen gefühlt hat, wie er sich missbraucht, wie er sich an die Wand gedrückt gefühlt hat, wie er gefroren hat draussen, wo er nicht rein konnte, weil er nicht geimpft war. Und so tragen wir Menschen manchmal so einen Karfreitagszerbruch mit uns drinnen herum. Und es ist gut, wenn es manchmal an die Oberfläche kommt. Und es ist gut, wenn wir es nicht einfach stehen lassen, sondern anfangen mit Gott darüber zu reden. Über den Karfreitagszerbruch. Dann ist der Ostersamstag gekommen. Und der überschreibe ich mit Schamstarre. Schamstarre. Mir begegnet am Karfreitag am Petrus, der 3-mal steif und fest behauptet hat, er kenne den Jesus nicht. Ja, sich sogar verflucht hat, wenn er ihn kennen würde. Was für eine Schamstarre war das, wo Jesus noch am Karfreitag an ihm vorbeigelaufen ist und ihn angeschaut hat. Ich weiss nicht, was die Augen ausgedrückt haben. Ich hätte nicht an der Stelle sein von dem Petrus. Und was hat er miterlebt an dem Karsamstag? Die Schamstarre, das Bewusstsein, ich habe jämmerlich versagt. Das Bewusstsein, ich habe versagt. Das heisst, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Durchs Versagen Schamstarre. Ich kenne auch so schamstarre Zeiten. Eigenes Versagen. Wir sind heute Morgen 2 Situationen in den Sinn gekommen, wo ich wirklich versagt habe. Wo ich mich nachher dermaßen geschämt habe. Was für ein Gefühl, wenn man sich so bodenlos schämt. Wenn man am liebsten verkrüchen will. Kennst du so schamstarre Momente in deinem Leben? Hättest du dich auch schon gerne am liebsten irgendwo verkrochen, weil du dich bodenlos geschämt hast? Vielleicht steckst du jetzt mit drin. Als nächstes ist der Ostertriumph gekommen.
der Ostermorgen, wo die Frauen zum Grab sind. Und logisch sind es die Frauen gewesen. Liebe Männer, wir müssen uns nichts vormachen. Die meisten, die ich kenne, auch bei mir, sind unsere Frauen in unserem Glauben ein Vorbild. Wenn ich schaue, was für eine intime Beziehung meine Frau zu Jesus hat, so stehe ich weit hinten dran und bin froh, das bei meiner Frau zu erleben. Unsere Frauen können uns motivieren zu einer tieferen Jesus-Beziehung, wo wir vielleicht weniger so anbringen. Aber das muss ja nicht so sein. Sie sind zum Grab gekommen, aber das war kein Leichnam, sondern zwei Männer, die Folgendes gesagt haben. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen haben alles stehen und liegen lassen und sind gerannt, um es den Jüngern zu erzählen. Und die Reaktion der Jünger war typisch Mann. Luther schreibt in der Altübersetzung, es deuchte sie, es wäre ein Märlein. Das ist doch so ein Seich. Was erzählen jetzt die? Es war ein bisschen viel für die Frauen in den letzten Tagen, das ist wahr. Ja, wenn man so weit unten durch muss und so muss leiden, dann kommt man halt so Ideen über, oder? Es deuchte sie, es wäre ein Märlein. Aber der Ostersonntag steht für Durchbruch, für Durchdringen. Weil nah ist die fröhliche Botschaft von der Auferstehung bei den Jüngern dann trotzdem noch angekommen. Ausser bei dem Thomas. Aber bei den anderen ist es angekommen. Und es hat sich plötzlich alles verändert. Es ist plötzlich alles anders geworden. Plötzlich ist der Karfreitagszerbruch und die Schamstarre ist überwunden gewesen durch den Ostertag, durch die Erfahrung, die Erlebnis von der Auferstehung. Ich mag mich an Ostern ein paar Gottesdienste erinnern, wo so Auferstehungsluft geweht hat. Ich mag mich noch erinnern, wo in dem Zirkuszelt mein Walti, ich sage ihn mein Walti, er ist schon lange tot, an mein Walti mein Hemd voll brüllt hat, wo er über die Brücke gelaufen ist, die wir aufgestellt haben im Zelt und sein Leben Jesus gegeben hat. Kaputter als er ist es nicht mehr gegangen mit Menschen. Aber er hat mir das Hemd voll brüllt und sich Jesus hingewendet. Von einem zerbrochenen Mensch ist langsam etwas neu geworden. Auch das kann heute geschehen, an dem Osterjubel, an dem Ostertag, an dem Ostertriumph-Feeling, in dieser Osterstation, dass etwas Neues stehen darf, dass in die Bitterkeit von dieser Schamstarre, in den Karfreitagszerbruch, darf neue Hoffnung drin kommen. Das ist mein Glaube und meine Erfahrung, meine Hoffnung und meine Überzeugung. Aber wir wären nicht am Ende, oder es wäre nicht vollständig, wenn ich jetzt höre, ich möchte euch noch mitnehmen ins Lukas-Evangelium auf die Straße der Enttäuschung. Das ist meine 5. und letzte Station. Da nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Lukas 24, 13 lesen wir. Am selben Tag gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. An dem Tag, wo die frohe Botschaft kam von der Auferstehung von Jesus, sind 2 von den Jüngern weg. Sie haben Jerusalem, Stadt von Frieden. Sie haben in dieser Stadt, wo die Auferstehungsbotschaft verkündet worden ist, den Rücken gekehrt und sind auf der Straße der Enttäuschung gelaufen. Sie haben offenbar zum erweiterten Freundeskreis von Jesus gehört, aber nicht zu denen, die Botschaft von der Auferstehung gehört haben. Oder vielleicht haben sie gehört und so wie die Freunde zuerst die Botschaft nicht annehmen können. Sie sind gegangen und gesagt, alles vorbei. Es nützt ja doch nichts. Ein bisschen weiter. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten, was haben sie miteinander geredet? Was redet man so auf der Straße der Enttäuschung? Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die auf der Straße der Enttäuschung laufen. Vielleicht hast du innerlich schon den Rücken gekehrt, aber du sitzt noch da
oder du bist daheim am Livestream oder du hörst später den Podcast. Aber eigentlich bist du innerlich auf der Straße von der Enttäuschung, hast du innerlich schon abgehängt. Ist nicht das passiert, was du hast wollen, was du dir vorgestellt hast, was du den Jesus gedacht hast, was du erbittet hast, was du hast wollen, du bist enttäuscht. Was redest du so auf der Straße von der Enttäuschung? Nochmal zu dem Mann, der die Enttäuschung in Covid erlebt hat. Was hat er alles geredet? Was hat er mir jetzt alles geschrieben? Ein langes Mail mit so viel Bitterkeit und so viel Not. Vers 15. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Trat Jesus selbst zu ihnen, schloss sich ihnen an. Jesus hat sie nicht gelassen. Es war ihm nicht egal gewesen. Er hat nicht gesagt, ja du, ich habe noch genug. Ja nu, jeder hat das, was er will. Ja nu, wenn ihr enttäuscht sind und es nicht gecheckt habt, was ich euch immer erzählt habe, dann sind ihr selber schuld. Nein, Jesus ist ihnen angegangen. Jesus ist extra mit ihnen gelaufen. Freund, wenn du auf der Straße von der Enttäuschung laufst, so darf ich dir sagen, dass Jesus dich nicht loslässt. Es ist ihm nicht egal. Er geht dir nach. Er ist an deiner Seite. Vers 16. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Auch unsere Augen können für Christus Jesus verschlossen sein. Dass wir ihn nicht sehen. In dieser Trauer oder in dieser Verhärtung oder in dieser Enttäuschung auf dieser Straße von der Enttäuschung. Jesus sagt zu ihnen, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Wege? Jesus wollte wissen, was sie gedacht haben. Er wollte wissen, ob schon sie eigentlich schon gewusst hat. Und trotzdem ist ihm wichtig, dass sie ihm sagen. Freund, Jesus ist es wichtig, dass wenn du enttäuscht bist, dass du ihm das sagst. Dass die Enttäuschung rauskommt. Er will die Enttäuschung wissen von dir. Er will mit dir unterwegs sein, mitten da drin auf dieser Straße. Vers 17b. Da blieben sie traurig stehen. Im älteren Luther-Übersetzung heißt, sie standen finster, dreinblickend. Ist dein Blick finster? Du musst keine Angst haben, ich sehe dich nicht so gut durch die Skiwerfer durch. Aber vielleicht ist dein Blick, dein innerer Blick oder dein äußerer Blick finster. Weil du gar nicht kannst glauben, dass da noch mal etwas passiert in deinem Leben. Da blieben sie traurig stehen. Und dann kommt es raus. Es bricht aus ihnen raus. Und sie sagen, wir hatten gehofft. Die 3 Wörter, die sind so eine Tragweite. Sie haben ihm die vermutlich entgegengeschleudert und gesagt, wir haben gehofft. Wir haben geglaubt. Wir haben wollen. Und es ist nicht geworden. Vielleicht hast du es, ich habe gehofft, in deinem Leben auch. Es tut mir so leid. Für jedes ich habe gehofft. Für jedes Bittere ich habe gehofft. Dass ich habe gehofft, wo so viel drin wohnt, so viel drin versteckt ist, so viel drin getragen ist, so viel drin verborgen ist. Vielleicht hast du gerade eine Beziehung verloren. Ich habe gehofft. Die ganze Enttäuschung bricht hervor. Und dann, ein paar Stunden später, wechselt die Szene einmal. Und es heißt im Vers 30, als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen.
Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, als wenn du auf der Straße von der Enttäuschung laufst, dass dir heute die Augen aufgehen für den Jesus. Und du sagst, hat nicht mein Herz brennt irgendwann einmal. Vielleicht hat in den letzten paar Wochen oder Monaten dein Herz einmal noch brennt. Du hast irgendetwas gespürt von dem Jesus, ein bisschen Distanz, aber irgendwie, wenn du dich jetzt erinnerst, hast du es gespürt. Es ist ihnen plötzlich wie Schuppen vor den Augen, wo er das Brot gebrochen hat. Wir nehmen heute Abendmahl miteinander hier rein. Und vielleicht gerade beim Abendmahl kannst du nochmal dem Jesus ganz neu begegnen, wenn du auf der Straße von der Enttäuschung laufst. Es kann auch eine Vorstufe sein von der Straße von der Enttäuschung. Dann ist es die Straße von der Gleichgültigkeit. Von dem, du hast schon 100-mal Ostern gehört, du hast schon jensche Predigten gehört, du bist abgefüllt bis da oben, du weißt alles, bin ich. Und trotzdem berührt es mich immer wieder. Trotzdem hat das Wort Gottes Kraft, immer wieder uns zu begegnen. Trotzdem kann uns Jesus das Wort immer wieder begegnen, ganz neu. 5 Seasons haben wir heute miteinander angeschaut. Die erste Saison ist Palmsonntagsfeeling. Vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du heute in einem Palmsonntagsfeeling inne. Vielleicht im Worship Night hast du etwas erlebt. Dann freue ich mich darüber. Dann freue dich. Und mach es zu einem Pflock in deinem Leben. Vielleicht hast du dich erinnert, dass eben oder dieses Palmsonntagsfeeling. Halleluja. Es gibt Mut. Es gibt Kraft, dass wir noch nicht am Ende sind. Unserem Weg mit Jesus. Das Zweite ist der Karfreitagszerbruch. Vielleicht bist du in einem Karfreitagszerbruch hinein. Aber so wie bei den Jüngern muss es nicht Endstation sein. Vielleicht bist du in einer Schamstarre hinein. Kann sein. Ich habe dir gesagt, dass ich sie kenne. Vielleicht schaust du auch zurück und sagst, hey, ich war, aber ich bin nicht geblieben. Vielleicht bist du in einem Ostertriumph hinein und erlebst, dass Ostern dich wirklich etwas angeht. Halleluja. Ich wünsche, dass heute Ostern dir begegnen kann. Und vielleicht wird es Ostersonntagmorgen auf der Straße von der Enttäuschung, dass du Jesus nochmal neu begegnest. Amen. Darf ich bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, wenn du nicht wirkst, sind meine Worte bestenfalls einigermaßen Unterhaltung. Heiliger Geist, wenn du nicht kommst und uns Jesus nicht gross machst, wenn du nicht hilfst, aus unserer Enttäuschung oder Gleichgültigkeit rauszukommen, so bleiben wir drin. So, Heiliger Geist, frage ich dich heute Morgen. An dem Ostersonntagmorgen, so das tust, was ich immer wieder erlebt habe, an Ostern. Dass in dem Tag, in dem Fest, eine Kraft steht, die über das Natürliche hinausgeht. Ich habe dir heute Morgen gesagt, Geist Gottes, ohne dein Wirken will ich nicht auf die Bühne gehen. Ohne dein Wirken lohnt es sich nicht einmal in den Zug einzusteigen. Ohne dein Wirken ist eine atheistische Veranstaltung genau gleich wie eine christliche. Darum komm, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich lade dich ein mit deiner Gegenwart. Und es steht im Wort, dass zu deinen Aufgaben gehört, uns den Vater und den Sohn lieb zu machen. Den Vater und den Sohn zu verherrlichen. Und so frage ich dich heute, Geist Gottes, dass du den Jesus verherrlichst heute in unserer Mitte. Dass du ihn gross machst.
Dass er nochmal glänzt. Dass er, egal was ist und war, nochmal gross wird. Vielleicht im Abendmahl. Vielleicht im Worship. Vielleicht im Spaziergang heute Mittag. Ostern. Heisst Gott, das heisst, die Strasse von der Enttäuschung verlassen. Die Schamstarre verlassen. Karfreitagserbruch zu verlassen. Nochmal neu im Glauben mit dir den Weg zu gehen, Jesus. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns segnest bei dem Abendmahl. Wenn wir dein Leib zu uns nehmen und von deinem Blut trinken, als Erinnerung, so wie es du mit deinen Freunden da hast. Und so ist das Abendmahl auch gerade ein Ausblick, dass wir es im Himmel mal machen mit dir. Dann, wenn die letzte Schuppe von uns abgehen. Dann, wenn der letzte Zweifel vorbei ist. Dann, wenn alles klar ist. Und auf die Zeit freue ich mich, Jesus. Ich habe Sehnsucht nach dieser Zeit. Dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich habe Sehnsucht nach dieser Zeit, wenn der letzte Schreier runterfällt. Danke vielmals. Amen. Wir machen es im Abend mal so, dass das Brot geht durch die Reihe.